Es ist Dienstag, der 30. Juni. Ich begrüße euch herzlich zu der 100. und letzten Losung dieser Serie. Immer in der Hoffnung, die Corona-Zeit sei jetzt endgültig hinter uns. Da steht im Psalm 27, Vers 8: Mein Herz hält dir vor dein Wort. Ihr sollt mein Antlitz suchen. Darum suche ich auch, Herr, dein Antlitz. Und Philipper 4,6 sagt Paulus: Sorget euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Das Gebet ist wie das Wasser in einem Feuerwehrschlauch. Ich kann mich erinnern, als ich noch im Schulhaus gewohnt habe. Wir sind dort aufgewachsen, meine Eltern waren Lehrer. Hat man im Dezember angefangen, den Platz abspritzen, mit Wasser füllen, sodass eine Schlittschuhbahn ist entstanden. Und in der Pause haben die Schüler alle die grösseren dürfen den Feuerwehrschlauch haben. Ein paar waren vorne an der Spritze, dort beim Messingrohr, beim Schweren. Und der Lehrer, das hat nur der Lehrer dürfen, hat den Hydrant aufgeschraubt. So, einfach aufgeschraubt, ihr kennt ja das. Und nachher ist die Power in den Schlauch reingekommen. Und dann waren es eben Siebenteler und nicht Neunteler, die wir hatten. Jedenfalls hat der Schlauch so viel Kraft bekommen, dass er sich in den Hängen entwunden und er hat angefangen rumzuzappeln auf diesem Platz. Er hat überall her angefangen zu spritzen und es ist gefährlich geworden. Sie sind schreiend davon gesprungen und der Lehrer hat natürlich, was hast du, der Hydrant wieder zugeschraubt. Da ist wieder Ruhe eingekehrt. Es ist ein unglaublicher Druck auf den Hydrant. Und das gibt ja zwei Möglichkeiten. Entweder hat man einfach mal eine Fontäne rausgelassen und gehofft, dass sich auf diese Art der Platz auch irgendwie füllt. Dann hat es einfach einen See gegeben. Oder man schließt eben den Schlauch an und jetzt tut man auf und man muss nachher die Kraft, die kommt, auch steuern können. Sie haben es dann nachher wieder gemacht und dann sind die eben die Neunteler vorne dran gestanden, dann ist es dann gut gekommen. Kraft und Wille, beides kommt von Gott. Steht ja im Unser Vater, dein ist die Kraft am Schluss, aber dein Wille geschehe. Das gehört beides sehr eng zusammen. Gebet braucht eben auch eine Lenkung von Gott. Es geht aber durch unsere Hände. Wir müssen die Kraft ein bisschen kennen, die muss man auch respektieren. Gott vermag alles, das ist ein unglaubliches Reservoir. Es ist ja auch ein bisschen höher gelegen, als jetzt der Schlauch selber, der spritzt. Und von dem her kommt ja auch die Macht vom Wasser. Und er hat aber auch konkrete Vorstellungen. Im einen Fall würde man jetzt vielleicht mit dem Schlauch bewässern können, das ist jetzt nicht mehr ein Feuerwehrschlauch. Im anderen Fall gilt es dann tatsächlich, einen Brand zu löschen. Und für beides braucht es eben nachher die grosse Menge Wasser. Seelische Gebete entstammen unserem eigenen Willen. Wir wollen Gott etwas klar machen. Er soll doch endlich jetzt. Wie manchmal habe ich die endlich Gebet schon gehört. Gott, wenn du jetzt nicht endlich. Wir tun ihn auch ein bisschen bearbeiten. Ich schwenke gerne auf die Kinderwelt jetzt hier um. Eines von unseren Grosskindern, das Mädchen, hat der Giele gesagt, der sich neue Nachkommenschaft hat angekündigt, diesen 3 Brüdern, es wird ein Mädchen geben. Ja, woher? Es gibt wieder einen Bub. Es gibt ja immer Buben, so quasi. Nein, es gibt ein Mädchen. Ich habe nämlich gebetet und ihr habt nicht gebetet. Aha. Und es hat ein Mädchen gegeben. Und vielleicht hat Gott tatsächlich den kindlichen Glauben belohnt. Sicher hat er aber noch x andere Gründe gehabt, warum es dann wieder ein Mädchen gibt. Und dann später nochmal eins. Jetzt sind sie 3:3. Ich habe schon gesagt, die Kinderwelt können wir nicht 1:1 jetzt eben auf uns übertragen. Gott
arbeitet und redet anders mit Kindern als mit den Erwachsenen. Wenn die Erwachsenen kommen und sagen, Gott, verändere endlich meinen Partner, damit es mir dann auch besser geht, damit es in unserer Ehe besser geht. Dann ist das ein falscher Schlauch und es hat nur ein Rinnsal drin. In Beratungsgesprächen hört man öfters solche Sätze. Nicht, dass Gott das nicht verstehen würde. Das ist ja auch sein Wunsch. Er leidet selber noch am meisten an Beziehungen, die nicht gut funktionieren. Und an all diesen zwischenmenschlichen Problemen. Er leidet ja alles immer mit. Aber am anderen gibt er eben genau die gleiche Freiheit wie dir. Und so wartet er, bis das Gebet vom Richtigen ausgesprochen wird, nicht vom Gegenüber, nämlich von ihm selber. Wo heisst, jetzt sehe ich sie, ich brauche wirklich grundsätzliche Veränderung. Ich brauche Veränderung. Und wenn jemand das sagt, dann stimmen sie sofort der Chor im Himmel das grosse Halleluja vom Händel an. Weil jetzt kann Gott etwas tun. Ja, wir haben viele Wünsche. Manchmal haben wir die auch gar keine mehr, das ist ja auch nicht so gut. Aber eigentlich sollten wir ja Gottes Wunsch haben. Gottes Willen. Das ist eigentlich das Gleiche. An diesem Punkt ist Jesus selber auch schon gestanden in Gethsemane. Er war ein bisschen vorsichtig mit seinem ersten Satz. Hat er gesagt, wenn es möglich ist, lass den Kelch an mir vorbeigehen. Und er hat sofort nachgedoppelt. Aber nicht mein Wille, sondern dein Wille soll geschehen. Und darum ist dann gerade ein Engel gekommen und hat ihn gestärkt. So hat er den unliebsamen Weg, den ungeliebten Weg, zu Ende gehen. Er hat im Grund immer gewusst, dass es dort durchgehen wird. Aber es war einfach eine mächtige Anfechtung, eine Riesenlast auf seinen Schultern. Er hat das Übel nicht wegbeten. Tun wir uns diesen Satz merken. Man kann das Übel nicht immer wegbeten. Das haben sie auch in den 30er Jahren in den Kirchen in Deutschland wollen. Sie haben zu Gott gebetet, Gott bekehr doch den Hitler. Mach, dass er ein anderer Mensch ist. Und der Dietrich Bonhoeffer war dieser Kirche immer eine Nasenlänge voraus und hat gesagt, das ist ein Unsinn, so zu beten. Der Hitler, das bedeutet Krieg für Europa. Das hat er schon Anfangs 30er Jahre gesagt. Betet gescheiter dafür, dass ihr dem, der jetzt kommt, könnt widerstehen oder in dem bestehen. Das Wichtigste beim Beten, wir wissen eben nicht, was und wie. Das hat da schon ein Berühmter gesagt, nämlich der Paulus. Er hat gesagt, wir wissen nicht, wie beten, aber der Geist vertritt uns mit unaussprechlichem Seufzen. Eine Person hat in der Beratung abgehängt. Eine andere hat gesagt, es gäbe für sie keine Hilfe mehr. Ich könnte schon noch mehr mit ihr treffen, aber es gäbe keine Hilfe mehr. Da kann noch Gott nichts mehr machen. Ich selber würde nicht sagen, wir können nichts machen. Das ist jetzt nicht ein Satz, der mich deucht, den kann ich biblisch verantworten. Ich kann zumindest eben Gott fragen. Und Gott kann er sagen, wie das wir beten sollen. Im ersten Fall hat er mir gesagt, hat mir eine Stelle gegeben von David, der musste gegen eine Übermacht der Philister kämpfen. Und das war eigentlich nicht zu machen mit seiner Handvoll Leute. Aber Gott hat ihm gesagt, ich werde einen Durchbruch schaffen, so wie ihr euch das gar nicht vorstellen könnt. Und der David, nachdem das alles passiert ist, auf eine unglaubliche Art, hat den Ort genannt Baal Perazim, der Herr der Durchbrüche. Und wenn immer ich an die Person denke, spreche ich aus Baal Perazim. Du bist der Gott der Durchbrüche, dort, wo wir keine Möglichkeit sehen. Im zweiten Fall hat er mir ein Bild gezeigt. Der Noah schaut raus bei der Arche, sie ist gestrandet, das Wasser steht immer noch über den Bergen. Wo soll das Wasser her? Es kann ja nie abfließen. Und trotzdem hat der Noah geglaubt. Und ist wieder in die Arche und 40 Tage später hat er zuerst mal wieder den Fuß aufs Land setzen.
Gott hat das Wasser abfließen, wo es keinen Abfluss gegeben hat. Das heisst, ein Wind hat das ganze Wasser ins Weltall vorgetragen, heisst es in der Geschichte. Es gibt bei ihm immer noch eine Option mehr, und so habe ich dieser Person gesagt. Wir beten jetzt, dass du mal einen Traum hast von Noah, wo du siehst, wie sich der gefühlt hat. Und dort darfst du wissen, Gott hat auch für dein Wasser einen Abfluss, aber wir sehen ihn einfach nicht. Wenn er es für ihn hatte, hat er es auch für uns. Die Losung von heute sagt ja, er betet nach dem, was Gott vorher gesagt hat. Also sein Gebet fängt im Himmel an. Gott hat angefangen zu reden und nachher tut er dort einstimmen, wie in einem Kanon. Der Anfang des Gebets muss bei Gott sein. Wir wissen ja, es gibt fleissige Gebete, es gibt eifrige Gebete, es gibt viele Gebete, es gibt harte Gebete, es gibt konsequente Gebete, es gibt treue Gebete, es gibt Gebete von anderen, die mit diesen Gebeten Erfolg hatten, dann beten wir die dann auch. Es gibt liturgische Gebete, ganz genau nach Buchstaben aus den Psalmen. Aber nichts ist wie die Gebete, die in Gottes Willen sind. Jetzt kommt Power in den Schlauch. Gott schraubt den Hydrant auf, wenn wir den Schlauch genommen haben, den er selber schon ausgelegt hat. Das ist genau das, was ich lernen will. Für mich ist das ein Anfang, eine neue Erkenntnis. Es ist eine Art, mit Gott zusammen regieren, weil die Situation ist schon geklärt. Er weiss genau, wo er hergehen will mit seinem vielen Wasser. Regieren natürlich in einer kompletten Abhängigkeit. Darum sagt der Paulus so, wir bitten ja. Aber wir haben nicht mehr Sorgen dabei. Und wir können danken, schon im Voraus. Es wird jetzt eben etwas bewegen. So können wir mit Gott Geschichte machen und ab dann wird es interessant, unser Gebetsleben. Ich wünsche euch einen gesegneten Tag.